Ekran! Laat ons topranen en God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom til dit program Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. En we hebben al 2 schöne programmen gehad over de frues. En ik had een zeer schöne früh met veel gaven. En mijn vrede te zijn was ik wassen kon en de gaven wat God gegeven heeft. En wat we van de reden deden als een früh God deine kon er niet, ja, als de reden kon er niet, als de profetische reden kon en wanneer, wanneer niet. En ze staat. En dat is een thema waar we al veel over gestreden worden. Maar ik geloof in een steeds strijden waar we naar de Bijbel gaan en checken wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Waar we nu versen werkelijk en studeren. En we hebben ons den tekst mal reden, aan een van de teksten lezen, wo dat einfach dit zegt. 1 Korinther 14, vers 34 en 35. Zo als in alle gemeenten van de Heiligen zullen de Frühes in de verzameling stil zijn. Sie haben nicht die Freiheit zu reden, sie sollen sich ordnen, zoals dat Gesetz dort auch sagt. Wenn sie was lehren wollen, laat dan thuis ihre Männer fragen. Dort steht eine Früh nicht an, in der Versammlung zu reden. So, dat is sehr interessant, das Bibeltext. Und dann würden wir uns sehr leicht verführen können. Und wir haben nun eine dicke Bibel gelesen, all diese Kapitel von hier. Nu meest hängen in de Bibel op eenmaal, dat is de eerste vers, waar dat zegt, een vrouw niet kan. Ze meest bij hängen bij de Bibel nu op eenmaal, kan ze daar niet meer reden. En ik geloof, we zullen een beetje oppassen. We komen even een beetje met mij met, wat dat zo is. In 1 Korinther 14, ik wil hier voor die wat mee kijken. In 1 Korinther 11 wil ik zeggen. Doordat dat krijgt dat vrije programma dat wanneer de vrouw den kap bedekt heeft, dan is er een schutz van ihren man en van God, dan kan ze profetisch reden. Also, in 1 Korinther 11 zegt dat ze kan. In 12 zegt dat alle waren goede krijgen, alle zullen de brücken om de kerk op te bouwen. De kerk is, zijn we als Christen, niet zo, de gemeente Gottes. In 13 Kapitel redet dat we dit alles in de leven doen zullen. En dan in 14 Kapitel vangt dat al aan te reden. Dat we alle zullen zeker naar de profetische gaven, zo'n zaken niet honger reden, zo'n zaken reden in 14 Kapitel. Zo, zeer interessanterwijs zegt het in 1 Korinther 11, 12, 13 en 14, die alle zij doen gaan, dat de alle zullen. Maar er zijn niet man en vrouw, maar dat brukt het woord alle, er jeder einer, zo verken. Ik word nu niet alle opnemen, ik was deze zelfs nu lezen. Zo verken zegt dat jeder einer zal. Nu, ganz te laat, im 14. vers, im 34. en 35. vers, op eenmaal zegt dat de vrouw zal niet. Wat? Wo waren die 3, 4 kapitels reden dat jojo, die zal, dan bam, die zal doch niet. Is de schrijver niet ganz klug, maar het woord steht doorhängen. We hebben bloos mal een paar versen uitlezen. We hebben bloos mal den 31. met den 33. vers lezen in datzelfde kapitel. Du zegt het is dit. Je kennen alle prophezeien. En wanneer dat hier profetieën zegt, dat redt je krijgt van een verzameling profetieën. Je kan alle profetieën. En profetieën, dat profetieën is Gottes woord reden. Dat is een boodschap van God brengen. En wat is een boodschap van God brengen? Dat is, zo te zeggen, predigen. Dat wel we vielleicht niet zo gaan, maar dat is wat dat is. Je kan alle profetieën. En dat is toch ganz klar. Dan zegt dat toch een en anderen. Dat je alle wat leren en gesterkt worden. De Propheten, Jezus zijn den Prophet unadoen. Gott ist nicht ein Gott von Anordnung, aber von Frieden. Dann sage ich eins zu mir, aber vielleicht Eduard hier sagt, dass bloß wenn dort eine Kirche ist, dann kann der Frieden nicht. Dann würde eins zu mir so sagen, Tüß kann der tun, was immer der will, aber eine Kirche, du musst die Stelle sein. Weet je wat? In die Zeit horen die nicht Kirche, so wie das horen. Das meiste, der trafen sich einmal im Tempel, aber die Kirche wird das geradste, da bloß in Hisa. So, woont erst die Kirche. Ist dort ein Gebiet, was wir uns zu Gebiet haben, irgendwo weg aus all den Ebergebieten? Ist ein Haus, wo die werden wohnen, der ist nicht so heilig als ein anderes Haus? Ich glaube, wir sollen unsere Häuser, und dort wird wir über uns Haus beten, und dort wie in uns Haus, weil dem Herrn dein uns Haus, dort ist
eine Stadt, wo Gott soll die Erde in abgebildet werden. So das ist sozusagen eine Kirche. Und weißt du was, wir treffen uns jeder Monat, oder ein paar Mal jeder Monat in uns Haus so zueinander gehen. So uns Haus ist eine Kirche. Nu würde eins sagen, nein, du kannst für uns reden. Das ist eine Bibelstunde, aber eine Kirche, du kannst nicht. Hast du wirklich einen Unterschied? Nur die Bibel nur fängt, wie du wirklich, glaube ich, nicht einen Unterschied von einer Stadt bei der nächsten Stadt. So, dann müssen wir uns vielleicht checken, wenn Wort habt ihr das dann gesagt? Wenn Wort habt ihr nu auf einmal 3-4 Kapitel geredet, dat alles alle reden. Und nu sagt ihr auf einmal, nu ist alle nicht. Was wir müssen weiter ist, das 1. Korinther 14, das ist ein ganzes Kapitel, was bloß geschrieben wird, von dort die Ordnung soll sein im Gottesdienst. So, dort ist, woran das Ganze geht. Und wie wollen wir darauf kommen, wenn Worte die früher sagt, wenn Wort sei sollen, gestellt sein, in diesem Fall. Du, wir eine Sorte von Menschen im Korintherbrief, in dieser Stadt. Und dort nennen sich die Gnostikos. Gnostikos, ich weiß, das hier sich vielleicht für die ein sehr feines Wort, brauchst du euch sagen, merke. Gnostikos, das ist eine Religion, die nicht den wahren Gott nur feiert. Was sagt wir? Sie sagen, wir feiern Jesus nur, aber wir sind ganz frei. Und was sie mit Freiheit meinen, dass wir nicht das in Freiheit leben von Sinn wollen leben, sondern sie wären frei zu sein, Jesus sei sie wollen. Und das wird sie auch tun. Sie sündigten sich einen Raum, sie hürden, sie stohlen, sie haben alle Hunde los und tranken so bei sich Raum, und sie wollen aber Jesus nur feiern. Und wenn wir den ganzen Korintherbrief lesen, dann sehen wir, wo Gott Paulus hier in dieser Religion redet. Du kannst nicht so leben, dass du wärst und bloß die Raum hören und sagen, ich bin Christ. Das weit wie, das gehört sich nicht. Das, wenn wir Jesus in der Natur in uns haben, dann wo wir am Anfang zu liegen, dann wo wir anders sind. Das sage ich, dass wir anerkannt worden von unserer Frucht, wer wir sind. Und was wir auch im Ferienprogramm sagen, dass du wieder viel hören in dieser Kirche, wenn du wieder eine Religion, die über diesen Hörer haben, die haben sich viele von diesen bekehrt. Und nu wäre das eine, was groß hören was wäre. Und die wären sehr anbeliebte Menschen. Wenn es in der freien Religion, wo sie wenig was wäre, von diesem Gott von Leib, was sie nannten, wenn die sich trafen, zum Ehren Gott anbeten, die hören sehr von Gejubel und Geschrei. Und sie fangen sehr an, durch zu brüllen. Und so viele Leute, dass je brüllen, wie sozusagen, das von je brüllen, was sie hören, so viel Dollar, dann, dass wir, wo sie Ehren Gott verehren. So, nu möchte ich uns sagen, nu ist die Stelle. Wie kann zum Beispiel, vielleicht hast du mal Videos gesehen von Afrika, wo die Christen durch tanzen oder in anderen Ländern, wo sie Leute Gott loben. Vielleicht bist du dort nicht so sehr gewarnt. Und dann sagst du, das ist von was dort hier redet. No, das ist nicht von was dort hier redet. Das ist wie eine aarespijkvolle Weg, was sie dort tun. Zum Beispiel, wenn Paulus predigt, dann würde sehr wahrscheinlich sein, dass früher was, was du manche gebraucht hast. En in Afrika, wat dat doen, die brallen niet aarespijkvoll man. Jo, er waren vielleicht mal Halleluja man brallen. Ik zelfs dat, wanneer ik veel mal in de kerk zie, dan zeg ik een Halleluja, aber dat zeg ik ook voor de eer Gottes. Dat is niet dit van wat dat hier redet. In de ganze Bibel fängt wie dat we zelf hand het verreich en leven je Christenleven te gaan. En dat is niet dat we alle überein moeten. Ik weet, in Afrika worden vielleicht alle dan zoals wie Deutsche. Dat is okay zo. Wir können ein bisschen von ihren Liedern sein, ein bisschen von uns. Das würde einfach bloß ganz unter Kontrolle werden. Und Paulus sagt, Gott ist ein Gott von der Ordnung. Wir haben mal Ordnung einführen. Diese Früheste, wo hören was sein, die müssen mal nach Ordnung kommen. Und diese Früheste, wo du so aarespijkvoll wahrscheinlich im Gottesdienst mangt bei allen. Und er sagt, einen anderen. Je soll nicht alle tegelijk brallen. Sagt er, dat mal einen anderen. Und weißt du was? Ich bin Pastor von einer Kirche. Und wenn du so eine Früh ist, wo in unsere Versammlung kommen, oder nur unsere Bibelstunden, nur unsere Häuser, wo wir uns treffen, wo zu aarespijkvoll wo mangt bei allen, oder auch even Kinder, wenn die aarespijkvoll mangt bei allen, die mögen wir auch stellen in unsere Mann. Und ich glaube, wo die Kirche jetzt wahrscheinlich passiert, das ist ganz normal. Dat wenn irgendwer aarespijkvoll mangt bei allen det, und sich nicht so benehmen det, als sich das gehören det, dat wie sagen, sie stellen, red nicht, du hast nicht hier zu reden. Und dann sagt das hier wird über ein Verreich gegeben, dat sie soll von ihren Mann lehren. Und das wie ein Verreich.
Wenn today tijd viele mannen die zeggen, ik wil mijn vrienden niet leren. Ze vrienden wie blijft hem kinderen gaan, blijft hem eten maken en zo wieder. En zij zeggen, go en leer van die man. Du brukst die man dat du kost wassen, dat kan ver weg kunnen. En we moeten ook weten dat dit ganze kapitel, dat wordt geschreven, besonders voor profetische reden en voor tongenreden. En daarin zegt het im 39. vers, da werden meine Brüder, sie hingen an prophetisch reden und verbieten nicht mit Tongen zu reden. Dat moet über alles schrecklich und ordentlich gedaan worden. So, was hier wichtig ist, dass das soll ordentlich werden. So, was haben wir dann von das leren? Wenn wir diesen Text uitlassen und sagen, wir nehmen den nicht an, nee, eigentlich was wir weiter ist, dass das sehr wahrscheinlich für eine Gruppe Frühes durch geschreven wordt wat onrespectvol weer. En Paulus zegt, in alle gemeenten zal dat zo zijn, want de onrespectvolle mannen, vrije zijn, die zullen niet reden. En weet je wat, wanneer zo'n mannen worden gewaar zijn, dan wordt Paulus dan ook zeggen, zie toch maar respectvol. Wat heb je dan nu bij leren? Wel we alle bloos dan reden, wanneer we God in doen zijn. Zoals we im fijne programma leren, dat de vrouw had een man als een schutz over haar. En dan kunnen ze reden, dan kunnen ze prophetisch reden. Wanneer we alle unadoen zijn, man en vrouws, dan eerst zullen we Gottes woord reden. Ik weet dat er zeer veel mannen op deze wereld, ze zijn God überhaupt niet unadoen, aber ze verzekeren Gottes woord te reden. En dat geeft zich niet. Wel we stil zijn, wanneer we niet God unadoen zijn. Ik mag ook besonders zeggen, voor weet vrouws, maar voor mij alles wat niet bevrijd zijn. Vielleicht ook andere meer alles. Dan zei je, aber ik kan niet een man waar ik onder schutz kan zijn. Ik kan niet een man dat ik daar nu reden kan. Sehr interessanterweise is weet vrouws, een soort van vrouws wat sehr veel in de Bibel van geredet worden. En aan wordt immer een bijzondere schutz van de kerk aangeboden. En ze kennen ze zijn, die weet vrouws wat ons toehartje. De kerk is doet en zal doet zijn. Je te beschützen en dat je krijgt dat zal ze ervaren kennen, dat je ook reden kennen, dat je ook zeggen kennen wat je willen hebben. Dan mocht ik ons van onder zeggen, over de geschichte hebben we gezien dat er immer meer vrouwen in de kerk geweest zijn als mannen. Ook in de Bibeltijd werden door meestens meer vrouwen wat Jezus aan de jongen ging herangingen als mannen. En zij brengen dat wastum in de kerk. So, wanneer we de vrouwen willen ontvangen te indrekken, dan kan ik ons zeggen, dan wordt onze kerk niet zeer wasser kennen. Wanneer we de vrouwen over meer ruim geven, dat zijn die kerken wat meer wasser worden. Dat hebben we over de geschichte gezien. Aber, en hier komt een grote aber, we gebruiken mannen van sterke leiding. Zoals het in Epheser zegt, dat de man zal zich aangeven voor zijn vrouw. En ze zal haar aanleiden, ze zal haar wijzen wie Jezus Christus is. We geloven eens mijn leiding is, plus ik word het zeggen over het geld en ik word het laatste woord in huis hebben. Ik geloof dat het niet aanbrengt voor de aanleiding aanvangen. Ik geloof de aanleiding vangt im Geestlichen aan. Viele mannen zeggen, ik wil dat woord gaan over het geld. Maar wanneer het tot komt, de kinderen beden te leren, een geschichte van de Bibel te vertalen, zeggen ze, vroeg, doe dat. En ik geloof, wie mannen zullen ferm slopen gaan, vielleicht mal aan de kleine kinderen stoven en gaan, maar ook in de grote kinderen, wanneer we die hand. En einfach mal aan het stoel zaten en dat woord Gottes rechten. En dat we zullen ontvangen, mannen te zijn en leiding te hebben. Dan wordt onze vrouw ook ontvangen op te wijken en zij wordt dat met ons taub doen. En we worden taub onze kinderen kennen om haar brengen. En zo wordt dat in de kerk op eenmaal ook passeren. Er worden mannen van sterke leiding zijn. En de vrouwen worden geen probleem hebben. Oina dit, oina de aanleiding van deze mannen, worden vrouwen opstaan en worden die dingen doen wat we ons meest niet geloven kennen. Wenn ze een schutz van ons hebben en wenn we en de vrijheid te geven. We hebben onze vrouwen niet onderdrukken, sondern weil we taub, reich schaffen in den Herrn ehren. Wanneer we worden de vrouwen ruim in onze gezelschap geven, in onze kerken, dan worden die ontvangen te blijven en op te wassen. Ik mag ons zeer veel moed wensen. Denk je wat dit nou, mag God die zegenen en bet het nächste Mal. Ciao, ciao. Ekran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.